Ja, servus, grüß euch und habe die Ehre zu einem neuen Video von Division 2. Ich bin die Feldwolzen und zeige euch das Striker Tech Bild. Ja, am Anfang gibt es gleich ein bisschen ein Gameplay aufs Auge. Ich bin zu entscheiden, ob das Bild überhaupt was für euch ist und der Spielweise ja. Aber man wird sehen. Mir gefällt es. Schaut es euch an. Also macht schon richtig Fun. Hier springen wir die ganze Garde mit Richtschützen, der Linkshänder und der Kondensator. Na, als Pistole habe ich mal die TDI-Card rein da. Kann man ein da, was mal lustig ist. Und Granaten, ganz wichtig bei der ganzen Schicht. Ja, wie man sieht, ist das Bild schon solo zum Spielen, aber in der Gruppe macht es mehr Sinn. Ja. Ich spiele das Ganze auf heroisch mit 4 Direktiven und habe das Wächter Event an. Also die Gegner sind nicht ganz so schwach, ja. Also darf man nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Aber da ich da trifft nichts bin und wirklich nichts trifft, dauert das halt über ewig. Ne? Wie gesagt, ich bin nicht der Überspieler, aber das Bild war nicht schlecht, finde ich. Ja, dann ist in dem Bild natürlich nur eine Maske von Striker, Weibern wäre Weste und ein Holster von Striker drin. Das wo rot ist, sollte aber nur gelb sein, da gehört noch Fertigkeitsschaden drauf, weil das gibt dann später. Also da erklärt das Bild dann ins Detail. Ja, dann hätten wir da noch den Rucksack von Uzzino Getica mit dem perfekten Opportunist drauf und die Handschuhe vom Striker und die Knie vom Striker. Alles wieder auf Fertigkeitsschaden gerollt. So, jetzt bleibt noch ein bisschen dran, dann gibt es das ganze Bild im Detail. Und ja, bis jetzt hat wir jetzt schon ein bisschen gemacht haben, wie man das Ding da spielt. Das ist nicht so ganz so einfach ist solo, okay. Aber in der Gruppe, wie gesagt, macht es auch Fun. Und ja, wir kennen immer meine Mitspieler ab irgendwie. Zu der Zeit, wo ich online bin, ist meistens jeder im Bett. Also, dranbleiben. Jetzt gibt es dann das ganze Bild im Detail. So, meine Freunde, jetzt das Technikerbild im Detail. Anfangen wir mal mit den Richtschützen als Spezialisierung. Habe ich deswegen drin, wegen der Rüstungsrückgewinnung. Ja. Dann haben wir die Linkshänder drin.
Da geht es uns eigentlich nur um das Talent, perfekter Vorschlaghammer, dass man dann Granate schmeißt, auf alle auftragen kann, wenn wir sie treffen. Wird ein Zielschaden durch eine Granate zugefügt, wird es markiert. Markierte Ziele nehmen 40% mehr Rüstungsschaden und das Bewegungstempo wird um 30% reduziert. Kann sehr nützlich sein bei Leuten oder bei die wo uns noch nicht entdeckt haben. Granate schmeißen, durch den perfekten Vorschlaghammer drauf und dann mit der Linkshänder drauf geplastert. Wenn wir das dann machen, tragen wir gleich den nächsten Effekt auf, und zwar ist das Opportunist. Von ihnen getroffene Gegner erleiden 5 Sekunden lang 15% mehr Schaden aus allen Quellen. Das heißt auch von den ganzen Geschützen und Drohnen und von den Kollegen, die mitspielen. Ja, das hilft der Gruppe sehr stark weiter, würde ich sagen. So, die ganzen Teile sind auf Fertigkeitsschaden und Fertigkeitstempo rollt. Ja. Kann man sich anschauen. Fertigkeitsschaden, Fertigkeitstempo. Da noch Fertigkeitstempo, da gehört noch Schaden rein. Bis jetzt habe ich es noch nicht gekriegt oder so. Dann der falsche Spiel von Utsina Getika ist der benannte Rucksack von Utsina. Den habe ich Fertigkeitsschaden, Fertigkeitstempo. Ja, da habe ich nicht mehr umrollen können, weil ich einen Fertigkeitsrang ja raufgerollt habe. Ich weiß nicht, ob man es besser kriegt. Hauptsache die zwei Sachen sind drauf. Funktioniert ganz gut. Dann das Holster. Fertigkeitsschaden, Fertigkeitsrang. Bei der Weste, da kannst du ein wenig mal anprobieren. Ich habe jetzt die genommen, wobei von mir, die hat Fertigkeitsschaden drin. Nochmal Fertigkeitsschaden. Mit Chance auf kritische Treffer und dann ein Fertigkeitstempo Mod drin und kinetischer Impuls. Entschuldigung. Ich bin krank. Ja. Kinetischer Impuls kann man vielleicht ein anderes Talent nehmen, strapaziert oder weiß nicht, was man so alles findet. Vielleicht hat es perfekt geduckt oder wie das heißt. Das wird der Gruppe noch mal weiterhelfen. Ja, das war der Funke. Gibt man einen Gegner Schaden mit Fertigkeit zu, erhöht sich der gesamte Waffenschaden um 15%. Ist vielleicht auch ganz gut. Verreckt jetzt dann. Ja, wie gesagt, das musst du ausprobieren. Ich habe einen kinetischen Impuls gemacht. Und ja. Hier Fertigkeitsschaden. So ist es relativ einfach zum Bauen. Spielweise haben wir so gedacht, wie man es gesehen hat, wenn es möglich ist, eine Granate werfen, den Vorschlaghammer drauf, dann die Leute oder die Ads markieren, dann hat man den Opportunisten drauf und dann umschalten auf die Kondensator. Wenn man mit der Kondensator schießt, bauen sich auch Stacks auf, ja, bis zum Stapel von Maximum 40. Dann hat man die Waffe voll droben. Und es gestaltet sich so, der Opportunist gilt ja nur 5 Sekunden lang, ja. Und solange man schießt mit der Kondensator drauf, bauen sich die Stacks auf. Und das, muss ich sagen, das eine baut sie ab, das andere baut sie auf. Somit ist da immer erhöhter Schaden drauf, ja. Wenn man im Spiel sieht, oft ganz gut. Kondensator ist eine super starke Waffe, weil die mit pro Fertigkeitsrang stärker wird. Ja, spielen da mal Drohne Geschütz. Da habe ich nicht einmal die richtigen Mods dazu, weil wir die abgängen. Also was für einen Grund auch immer, kann ich schnell mal sagen. Ja. Schaden, Wirkzeit, Fertigkeitstempo und Drohne. Na.
Ja, da habe ich zum Beispiel, da ist gewesen, also geschützt passt, aber da habe ich keine Abprall-Wirkzeit, hilft überhaupt nichts. Ne? Dann habe ich Lebensenergie, ja, bedingt gut. Da habe ich aber auch nichts drin, was einen Schaden erhöhen würde. Da habe ich Schadensminderung drin. Da habe ich noch einen. Oh, lecker. Da man kein Video nicht aufnehmen, wenn man nicht gesund ist, gell? Na, scheiß drauf. Ja, das mal dazu. Ja, jetzt haben wir uns das Bild angeschaut, also wie gesagt, baut es einmal nach, vielleicht ist es für euch. In dem Sinn sage ich Servus, pfiat euch, bis zum nächsten Mal, danke, dass ihr so geschaut habt. Lasst mir vielleicht ein Abo oder ein Like da. Hat mich auch gefreut, ja, haut mir auch ein wenig Viere dann und bestätigt mir ein bisschen, dass ich da nicht nur lauter Scheiß mache. Und haut mir in die Kommentare, wie ihr das Bild gebaut habt oder nachgebaut habt. Das hat mich interessieren, weil ja, man kann immer nur besser werden. Ne? Also bis zum nächsten Mal. Jetzt noch mal ein bisschen Gameplay, dass man sagt, ja, ich bringe auch was zusammen oder nicht. Ja. Ich freue mich, dass ihr so geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.